So Leute, da sind wir schon wieder. Und jetzt habe ich ohne Aufnahme probiert, dass ich den kaputt kriege. Ich glaube eine halbe Stunde lang. Und der geht nicht kaputt. Also es muss scheinbar irgendein Bug drin sein, weil der wirklich nicht einen Schaden nimmt. Auch nicht durch die Dämonen, durch Zauber oder sonst irgendwas. Es ist irgendwie unmöglich geworden, den zu besiegen. Ja, damals, wie ich das gespielt habe, habe ich den kaputt gekriegt. Scheinbar war doch der Bug nicht vorhanden. Ja, und deswegen müssen wir jetzt leider bescheißen. So ungern wie ich es tue, aber es bleibt leider nicht aus. Zwar habe ich gelesen, man soll neu starten und alles von vorn spielen, aber das kann ich mir jetzt natürlich nicht leisten. Weil das zu lang dauern wird. Und deswegen werden wir einen Cheat eingeben. Leider. Zwar nicht die feinste Art, aber es muss leider sein. So, jetzt möchte ich nicht weiter rumquatschen. Moment, wir müssen den aber avisieren. Und zwar so. So, dann gehen wir jetzt da ein, bis er keine Energie mehr hat. So, er blutet schon. So, und leider ist er jetzt besiegt. Auf unfaire Weise. Ach so, jetzt haben wir wieder herausgefunden. Tja, also der Drachen ist besiegt. Per Cheat leider. Tut mir leid. Das ist ja eigentlich nicht so mein Stil, aber tja. Der Bug, der war zu mächtig diesmal. Hoch, da steht er, ne? Diego? Hey, du. Es ist vorbei. Wir können uns wieder verdrücken. Jetzt schau dir das an. In meinem ganzen Leben habe ich noch nicht eine solche Anlage gesehen. Wie hast du es nur geschafft, an diesem Ding vorbeizukommen? Ich hatte Glück, schätze ich. Wenn du das sagst? Was wirst du nun tun? Gute Frage. Ich denke, ich werde erst einmal nach Korinis zurückkehren. Es gibt dort keine Diebesgilde mehr. Dadurch eröffnen sich interessante Möglichkeiten. Oh, vielleicht übernehme ich ja auch einfach nur Bromors Geschäft. Damit ist immer Geld zu machen. Ehrliches Geld. Geh nun zum Kapitän und lass uns hier verschwinden. Genau, lassen wir uns wieder weiterreisen. So, also dann tue ich mich schon mal entschuldigen bei den Leuten, die da meine Videos schauen. Dass ich da jetzt cheaten müssen hab. Wie gesagt, ist das nicht so mein Style. Halt, da geht's aus. Aber leider ist wegen dem blöden Bug leider nicht gegangen. Und ich habe das im Internet gelesen. Und das haben auch andere Leute schon gehabt, das Problem. So, da ist Milton. So, jetzt ist Schluss. Der Tempel ist entmachtet. Wie schaffst du das eigentlich immer? Das weiß ich auch nicht. Werden wir jemals zur Ruhe kommen? Verdient hätten wir es jedenfalls. Na komm, mein Freund. Ich glaube, du brauchst jetzt erstmal eine Mütze Schlaf. Geh am besten gleich zum Kapitän und lass uns ablegen. Genau, wir gehen zum Schiff zurück. Tja, was gibt's da so zum Erzählen? Ja, also es geht natürlich. Kann jetzt schon mal
voraussagen, es geht natürlich weiter dann mit Gothic 3. Und zwar, ja, blind spielen wir das. Ich habe Gothic 3 nie gespielt. Wobei ich ja ein riesen Gothic-Fan bin. Du hast es überstanden. Können wir jetzt endlich hier wieder weg? Ja, der Feind ist vernichtet. Dann lass uns keine Zeit mehr verlieren. Geh zum Kapitän und sag ihm, dass er ablegen soll. Was wirst du jetzt tun? Vielleicht werde ich mich aufs Land zurückziehen und Farmer werden. Ich bin des Kämpfens müde. Du hast doch gar nichts da. So, also wie gesagt, es geht dann auf jeden Fall weiter mit Gothic 3. Zwar nicht anschließend, aber irgendwann einmal, jetzt muss ich natürlich erstmal die ganzen Sachen noch zusammenschneiden und rendern. Und die unzähligen Videos auch viel, weil ich habe die letzten Tage habe ich da einiges produziert. Weil jetzt dann ja Doppelfolgen raushau. Und es geht dann schon ein bisschen flotter vorwärts. Weil ich möchte schauen, dass jeden Tag dann Doppelfolgen kommen von Gothic. Weil wir ja wie gesagt schon seit bald ein Jahr dran hängen. Und wir haben uns schon auf jeden Fall viel Zeit gelassen. Über 200 Folgen werden es. Weil ich habe andere Let's Plays von Gothic 2 gesehen und die haben da nicht ganz so lange gebraucht. Ich glaube, da war sogar jemand dabei. Der hat, glaube ich, 82 Folgen zusammengebracht. Ich weiß nicht, ob da die Nacht des Raben dabei war. Aber ich glaube, der hat auch viel übersehen und wir sind ja überall rumgerannt und haben uns ablenken lassen und haben ja alles Mögliche gemacht. Und sind ja auch unzählige Male gestorben. Und haben uns ja auch fleißig rumgeplaucht und geärgert. Aber es war trotzdem wieder sehr unterhaltsam, Gothic 2 spielen zu können. Gut, und den einen Gegner jetzt haben wir leider auf unfaire Art niedergemacht. Aber ansonsten haben wir ja alle fair und auf ehrliche Weise besiegt. Teilweise ja viel geärgert, aber naja, das gehört halt dazu. Da ist noch mit Ohren. Du bist beim Schiff geblieben? Klar. Stell dir vor, es wäre jetzt nicht mehr da. Hier gibt es nichts mehr zu holen für uns. Sag dem Kapitän, er soll das Schiff klar machen. So, Bände de Warte Sando. mal. Wir haben hier alles erledigt. Freut mich zu hören. Ich kann diese olle Schmiede nicht mehr sehen. Ich brauche wieder festen Boden unter den Füßen. Wolf Warte ist mal. da. Alles gut überstanden? Sicher. Und du? War ein dicker Brocken, was? Wo willst du jetzt hingehen? Los nicht wieder zurück. Von Korinis habe ich endgültig die Schnauze voll. Ist mir völlig egal, wohin wir segeln. Hauptsache weg hier. Tja, das kann ich mir da schon mal versprechen, Wolf. Weil Jupiter ja schon mal gesagt hat, dass wir Gothic 3 spielen. Ja, da muss ich noch was dazu sagen, zu Gothic 3. Ich habe es deswegen nicht gespielt, weil das ja auch total verpackt war, wie es rausgekommen ist. Mittlerweile gibt es ja einige Patches, wo es da viel ausbügelt und spielbar macht. Abwarten, was daraus wird. Ich habe da meine eigene Meinung. Und da werden wir dann demnächst irgendwann Das hätte ich dir vorher sagen können. dann auch durchstarten. Blind natürlich. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Ich hätte das nicht gemacht. Müde? Ich bin völlig fertig. Leg dich in die Koje. Wir sind bald wieder auf See. Man erzählt sich Danke, das Mann. Ich dachte schon, ich kippe hier noch von der Bank. Gute Nacht. Ich kann das nicht mehr hören. So, wir sind jetzt zum Kapitän. Jetzt habe ich gerade noch ein bisschen was erzählt. Und bin wieder total abgelenkt. Daran wird sich nie was Wie so das öfter in dem Let's Play. Der Feind ist tot. Das sind gute Nachrichten. Haben wir jetzt alles erledigt hier auf der Insel? Und der Mensch erschlug das Tier und es ging ein in Belias Reich.
Xardas, was genau ist im Tempel von Irdorat passiert? Du hast mit Innos Hilfe den Avatar des Bösen besiegt. Und ich habe seine Macht in mir aufgenommen. Seit ich den Kreis des Feuers verlassen habe, hatte ich nur dieses eine Ziel. Was mir im Tempel des Schläfers verwehrt blieb, ist nun endlich geschehen. Belia hat mich erwählt. Dann gehorchst du jetzt dem Gott der Finsternis? Nein, ich gehorche genauso wenig Belia, wie du Innos gehorchst. Nicht einmal die Götter wissen, was das Schicksal für uns bereithält. Und ich beginne gerade erst zu begreifen, welche Möglichkeiten sich mir eröffnen. Aber eins steht fest: Wir werden uns wiedersehen. Ja, und wie Xardas gesagt hat, wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen bei Gothic 3 dann. Ja, ich hoffe, es hat einigermaßen Spaß gemacht, Gothic 2 zu sehen, im Borisch. So, es gibt noch was viel zum Erzählen. Jetzt gibt noch der Abspann. Und ich sage schon mal Servus und habe die Ehre. Wir sind überladen. Wir müssen was von dem Gold über Bord werfen. Finger weg von dem Gold. Hör zu, es wäre wirklich besser, wenn wir... Ich will nichts mehr davon hören. Ich habe gehört, der Krieg mit den Orks steht schlecht. Und? Wir werden das ganze Gold vermutlich nirgendwo ausgeben können. Das Gold bleibt an Bord. Was nützt uns das Gold, wenn wir beim kleinsten Sturm kentern? Ich sehe aber keinen Sturm. Noch nicht. Entspann dich. Alles wird gut.